Dommer begrüßen Sie euch ganz herzlich an unserer Apollo 17 Emission Haifu Speyer aus dem Technikmuseum. An Hai haben wir auch das Original Mondfair an der Replik natürlich von Apollo 17. Ein Gesamtmasse hat sie von über 14,5 Tonnen. Genau 14 Tonnen an 696 Kilo. Allerdings wird das von Mission am gesamten Apollo-Programm immer verändert. Gesamtgewicht von diesem Mondfair wohl 6,40 Meter. Und ein Durchmesser hat sie von 4,30 Meter. 9,50 Meter bei den ausgefahrenen Landebeinen. Den innersten Teil die steht sogar nach Haut am Mond. Die Apollo 17 Mission ist übrigens den 7. Dezember gestartet und das von Cape Kennedy aus Florida. Hier ist der Mondauto, der Lunar Rover genannt, bei Apollo 15, 16 und 17, wo diesen U-Boot. Dieser Lunar Rover hat ungefähr 3 Meter lang gehabt, ein Radstand von 2,30 Meter und hat bestanden aus Aluminium. Der Massewert war 210 Kilo. Am Mond konnten aber 490 Kilo dabei geladen gehen. Davon waren aber schon 353 Kilo Lenkmasse von den Astronauten an ihren Lebenserhaltungssystemen. 45,4 Kilo hat Kommunikation gewesen. Und schlussendlich konnten dann 54,5 Kilo wissenschaftlich Nutzlast mitwählen, Mondsteine und Bodenproben. Das ist ein Auto, das an der innersten Landeanheit von der Mondfair integriert. Da war eine Box für gesehen, die war ungefähr 90 cm auf 1,50 Meter mal 1,7 Meter. Den Abbau, weil das Mondauto war ja nicht direkt wie ein Heistung, er wurde zusammengeklappt, sehen wir auch gleich im großen Film, hat ca. 20 bis 25 Minuten gedauert. Und da wünschen wir euch eine ganz gut spannende Apollo 17 Mission. Apollo 17. Die letzte bis heute bemannte Mondexpedition mit den Astronauten Gene Cernan, Ronald Evans und dem Wissenschaftsastronauten Dr. Harrison Schmitt war auch zugleich die am längsten Aufenthalt am Mond hatten. Der letztgenannten von den Astronauten sollte eigentlich mit Apollo 18 auf den Mond fliegen. Das gouf aber wenn's budgetären Gründen sowie Apollo 19 und 20 gestracht. Das geht wo das Landegebiet um Taurus-Littrow-Region. Das Bilder sind vom sogenannten EVA-Training, was so viel heißt, an übersetzter Form, extern Außenbordaktivitäten. Dieser Fachjargon geht nach Haut am NASA-Diktionär. Viele von diesen Bildern sind normalerweise nicht auf der Television gewiesen gehen. Sie sind geholt gehen, für Manövern besser können zu korrigieren und besser können durchzuführen. Heute zum Beispiel kriegen die Astronauten dann hier Spacesuit ugedoen, was die erste paar Karrieren gar nicht so einfach ist. Dürno sind sämtliche Handgriffe auf der Erde geübt gehen, den er noch gebraucht hat, für er noch Mond proper zu schaffen. Mit den großen Händchen ist das gar nicht so einfach.
Halt zum Beispiel das einfach Abstellen vom Fendel um Mond. Und dann Containeren abmachen, woher noch Mondsteine dran kommen, die ja bekanntlich mal auf der Erde zurückgebracht gehen. Hier sehen wir auch Bilder, wie geübt wird, das Mondauto aus einer Verstauungsbox aus der Mondfähre herauszuholen und abzurichten. Auf der Erde waren viele Leute dabei, aber hierno haben das müssen allein machen am Mond. Allein, das waren den Gene Cernan und den Dr. Harrison Schmidt. Dann echt Experimente mit dem Mondauto, den am Fachjargon Lunar Rover geheescht wird. Da geht an der Geburt, so wie das ja nur auch um Mond geschieht ist. Insgesamt hat Apollo 17 10,4 Kilo Mondsteine mit zurückgebracht auf die Erde. Und zum Schluss wird auch nach der Schwerlosigkeit getestet, und das an einem speziellen Flieger von der NASA, den Parabolflieg möchte. So, dass ihn kann Schwerlosigkeit für ein paar Sekunden üben. Heute zum Beispiel geht Rausklammen aus der Mondfähre geübt, und das an voller Montur, so wird ja noch auch um Mond durchgeführt wird. Das Mondauto gouf auch an der Fliege gepackt und es gouf auch geprüft, wie die sich an der Schwerlosigkeit aufhielt. Und zum Schluss gouf auch nach der Raklammen an der Apollo-Kapsel geübt. Des Trainingsanheeten sind iwwer Main gegangen, bis all Griffsitz nicht nur Prime Crew hat trainiert, also die Crew, die auch auf dem Mond geflogen ist, aber auch Backup Crew hat müssen trainieren, weil am Fall, wo von den Astronauten krank wir von den Astronauten ausgewechselt ging oder auch am schlimmsten Fall die ganze Crew. Backup-Crew von Apollo 17 waren den John Young, Charlie Duke und Stuart Rosser. 28. August 1972. Die riesig 110 Meter hohe Saturn V geht mit dem Crawler auf die Startrampe 39 Ärger verursacht. Es war die letzte Kehr, dass ein Saturn V an dieser Konfiguration geflogen ist. Wie bei allen Missionen haben die Astronauten auch der Apollo-Kapsel an der Mondlandefähre Ruf nehmen gehen. Die Apollo-Kapsel war in diesem Fall Amerika geheescht an Mondlandefähre Challenger. Die letzte hat aber nicht mit dem Space Shuttle Challenger zu dienen. Die Rufnehmen waren da für den Funkkontakt mit den zwei Raumschiffen auseinanderzuhalten. Als letztes gesehen mit Astronauten bei ihrer traditionellen Pressefoto. Ein paar Journalisten konnten auch Fragen stellen, ehe es in ein paar Wochen dann echt geht. – 7. Dezember 1972. Die Astronauten holen ihren traditionellen Lunch Breakfast ran.
wohin aber echte kann von Oveskaffee schwätzen. Weil das geht also der Nutzstart, den einzigen am gesamten Apollo-Programm. Hier sie mit Crew. Den Harrison Schmidt, den noch Jack genannt wird, den Gene Cernan und den Ronald Evans. Hier zwei Bekannte. Den zweiten Mann vor links ist den Alan Shepard. Hier war den ersten Amerikaner am All. Und er war auch mit Apollo 14 am Mond. An den Herren nebendrun, mit dem roten Sweatshirt, ist den Deke Slayton, den dämmerlichen Chef vom Astronautenkorps. Da geht es an den Suite Abrum, der Raum, wo die Crew hier Druckkostümen ugedoen kriegen. Das geht nach mit Hilfe vom Bodenpersonal. Hier am Schwedabrum wird auf all Details aufgepasst, weil den kleinsten Fehler kann schon gefährlich gehen. Das Bild kennen wir heute auch noch. Die Astronauten kommen raus, sie gehen an den Lift, fahren rauf, und da stehen da schon Journalisten, wo sie fotografieren, wenn sie an den Astrovan klammen. Ein Astrovan fährt der Astronaut ja dann auf die Startrampe. Nachdem dass sie dann da angekommen sind, am Lift 110 Meter herabgefahren sind, dann geht es dann direkt weiter an der Apollo-Kapsel, wo sie dann geholfen kriegen vom Personal vom White Room. That's the last action taken by the crew aboard the space vehicle. Now approaching the half-minute mark. T-minus 33, T-minus 30 seconds, and continuing on now. Continuing on at the T-minus 26-second mark, T-minus 25. We'll get a final guidance release at the T-minus 17-second mark. T-minus 17, final guidance release. We'll expect engine ignition at 8.9 seconds. 10, 9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition, 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff, and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It has now cleared the tower. Genau 3 Minuten ab halber eng Ostküstenzeit an Amerika start die 110 Meter hohe Saturn V-Raketen an Richtung Weltraum. Destination der Mond. Fantastisch, weil das kann ja gesehen in der feierschweifende Rakete Kilometer weit am Nordhimmel von Florida. Altitude 1.1 miles. Booster says we look good. We're now at 2.5 miles. Mark, mode 1 Bravo. Roger, 1 Bravo, we're go at 1 minute. Roger, Gene, you're looking great. Flight Director Gene Kranz taking a status for staging. We say we look good for staging. Roger, we'll go here.
Port cutoff. Roger, inboard. Inboard engine shutting down on time as planned. Crew will experience. Direkt no Start iwwerhëlt Mission Control Soyuz und Kontroll iwwer die gesamte Mission. No den üblichen Manöver, Stufenauftrennung vun der Rakete, werden d'Astronauten eng Parkbun ëmdert, bis se de Go kreien fir den TLI, Trans-Lunar Injection. And we got a few verts or something that go drifting by as we maneuver. Looks like the 4th of July outrun. No, but we've got the booster and his sheep pretty Challenger's just sitting in her nest. Da jedoch nach Mondfair aus der dritte Raketestuf herausgezogen, der Apollo-Kapsel gëtt sich um 180 Grad gedrehen, und dann geht es dem Ziel immer Mino, der Mond. Capture Houston. Roger. This is Apollo Control. America and Challenger are on their own at an altitude of 13,000 nautical miles from Earth. Haier Blick an Kommandokapsel vun Apollo 17. De Sörnen an de Schmidt ginn no der Inspektion riwer an Mondfair an machen sech fertig fir d'Ofkoppeln. De Counter leiit lo bei 105 Stunden an 2 Minuten Fluchtdauer. Very symmetrical pyramid mountain out there. Isn't that Icarus? 11. Dezember 1972. Dann no enger Rei Tester gëtt Mondfair dann vun der Apollo-Kapsel aufgetrennt an d'Aufstiegsphase gëtt agelehnt. Okay, let's get on the ground. Florida, this is spectacular. War das dat spektakulär, seht een von den Astronauten. That command module America. Die 2 Raumschiffer filmen se gelo gegenseitig. Down at 2. Feels good. 20 feet. Going down at 2. 10 feet. 10 feet. Contact. Stop push. Engine stop. Engine arm. Proceed. Command override off. Boat control ahead. Hold. Pings auto. Genau 6 Minuten 4:03 Ostküstenzeit an Amerika setzt den Gene Cernan Challenger der sicher Mond op, an dat punktgenau op dem Landeplatz den 4 programmiert war. 4 Stunden mi spät betritt den Gene Cernan dann den Mond. Mat segem echten Schritt Mond seht ihn dann auch Merci denen Leid, die dat alles heim möglich gemacht hun. Darum denkt ihn die 400.000 Leute, die hannet dem Apollo-Projekt mitgeschafft haben. Of Apollo 17 to all those who made it possible. Dak, I'm out here. Oh my golly. Unbelievable. Unbelievable, but is it bright in the sun? Ungeleeflich, wie heit Sonne so prall schenkt. Klar, dass wir keine Atmosphäre umhüllt. We landed in a very shallow depression. That's why we've got a slight pitch-up angle. Den Harrison Schmidt seht bei seinem Betreten vom Mond, ich hoffe, dass die nächste Generation das als eine große Herausforderung unhält. Dummer der mengt hin, dass wissenschaftliche Experimente am Mond sollen weitergehen und das auch bemannt. Wo dunne die echt von 3 Mondexpeditionen angefangen hat, seht Houston alles okay, wir haben ein Bild. Das heißt, wir haben ein Televisionsbild. Ein anderer Bilder sind ja auch mit der Astronauten hier eine 16 mm Kamera gefunden gehen. Nie sind biselo bei den Apollo-Missionen so proper Bilder vom Mond live gekommen. Das ist einem Ingenieur zu verdanken von der CBS, der sich mit der NASA in Verbindung gesetzt hat, an einen neuen Chip entwickelt hat für die Kamera. Okay, CDR's camera, film magazine I had to work on a little bit to get it to work, but it's working.
Copy that. No den ersten Schritte Mond gouf dann auch den amerikanischen Fendel gehisst. Und das war am Anfang gar nicht so einfach, weil kein wollte sich dezidieren, auf welche Seite soll stehen. It's going to want to curl. Maybe it'll, that's what it looks like it's waving in the breeze. Yes, sir. How about right there? A couple this way and we'll take a couple that way. How's that? Oh, I ought to let me get over to the other side. You got the rover in the background. Yeah, and the limb. It does wave when you do that. We got a beautiful picture of you guys up down there. Mission Control hat an Zwischenzeit gesagt, die zwei sieht gut aus beim Fender. That's embedded to the full pad depth. Nun sind Dalsap-Experimente aus dem Mondfair rausgeholt gehen. I think you stroked that thing. Stroke what? The rear landing gear. Beim Belöden vom Mondauto ist der Astronaut Cernan da mit einem Hummer am höllichten Rätsel Schutzblech hängen geblieben. An diesen Futti gehabt. Nun, als evaluiert ging, wie kann man das flecken? Man mit Karton und mit Scotch. Da das amerikanische Scotch, wurde gesagt. Den hält ganz gut, sogar im Mond. Dieser Schutzblech dient dazu, dass beim Fahren nicht so viel Mondstöps auf den Astronauten ihren Druckkostüm könnt. Weil der Mondstöps ist ganz scharf. Do you see me, Bob? We're watching Gene right now. You disappeared out of sight a long while ago, Gina. That didn't do much good, did it? Someone should have told me that. Da gehen eine Reihe von Experimenten auf Platz gebracht. Yeah, you can walk a bit more slowly than you're walking. Okay, more and more. Okay, awful load. Dörno gehen dann die sogenannten ALSAP-Experimente abgestellt. Und da das beim Steno-Krater. Und dann geht auch nach geologisch eine Sichtungen gemacht. Noch 7 Gravimeter-Messungen gemacht, und hat den kleinen explosionsartigen Pack abgestellt, an die hat ihn später ferngezündet. Ich sehe mir einen allen Bekannten, das ist Jim Lovell, der Kommandant von Apollo 13. Er sitzt mit dem wissenschaftlichen Team zusammen, die die Experimente Boden verfolgt haben. Das sind Bilder gesehen wir die Experimente, wie sie mit verschiedenen Kabeln verbunden gehen. Da war bald ein Astronaut drüber gefallen. Oh, das ist der nächste Kabel heute noch gesagt. Bob, I'm not doing too badly on keeping things clean. The base of the central station and got some stuff on it, but otherwise it's pretty good. Okay, Jeff, we appreciate your efforts, and we understand you got the lean connected eventually. Nachdem das die Experimente abgestellt wurden und angeschaltet wurden, wurden dann auch schon zu Houston echt Resultate konnten auflesen. Bei dieser ersten Untersuchung wurden 14,3 Kilo Mondstein angesammelt. Hayden Jack Schmidt beim Ansammeln von Bodenproben. The most 3 centimeters into this area with a rate. I picked up a fairly good sample of boulders, but most of them were within that distance of the surface and projecting out of it. Okay, I copy that. You ready, G? Couple more, Jack. Boy, here's a big... Nur 7 Stunden und 36 Minuten waren dann die erste von 3 Mondaußenbordabsätze zu Ende. Und der Cernan und der Schmidt gehen lo mal auf ihr wohlverdienten Rastpause. You're gonna lose TV because the high gate's gonna be on a whack here in a minute. Den anderen Tag, den 12. Dezember 1972, also, als es um Schlaf der Weitergang mit dem Mond erbecht.
Good morning, Challenger. Nachdem das d'Astronauten ewächt gesinn, vom Mission Control zu Houston mat engem Wake-up-Song, geht es dann direkt weiter mit der zweiten EVA. Okay, Houston, on this fine Tuesday evening, as I step out onto the plains of Taurus Littrow, Apollo 17 is ready to go to work. Oh, MIC-10. Das Kehr geht es dann die westliche Richtung von verschiedenen Krateren. An anderem geht auch den Schochti-Krater besicht. Do, wo den Schmidt auch noch gleich orange Farbe Mond wird fangen. Für das geht mal im Mondauto geguckt. Weil die Schutzblech möchten Astronauten noch immer sorgen. Über nichts hat ein Astronaut Young sich Gedanken gemacht, wie in der Schutzblech im Mondauto Kind nach besser fixieren. Und dann den anderen Morgen einfach diese Message auf den Mond gesendet. Verschiedene Experimente zu lösen, als können so einfach. Batteriedaten von all Experimenten gehen einzeln auf der Erde gefunden. Okay, and the SCB is good. It's closed. It's in the shade. Or SRC, I guess. Okay. And Jack, when you get out to the SEP site, you might give us a reading on what the solar panels look like, how they survived the night with the tape on them. Weiter seismische Experimente goufen abgestellt. Und dann ganz Stärke wiesen vom Mond aus. Das ist so 4-mal mehr groß, wie wir mir den Mond von der Erde gucken. Als erstes geht es dann auf Station 2 zum Nansenkrater am Fuß vom Südmassiv. Wenn du kommst, wird dem James Hirnen gesagt, wir sind 7,6 Kilometer weg vom LM, also vom Lunar-Modul. Es war das übrigens die längste Entfernung, die während dem ganzen Apollo-Programm durchgeführt ist. Sie waren auf die sogenannte Walk-Back-Grenze gekommen. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, für wenn der Mondauto streiken für zurück, da sind auch nach die 7,6 Kilometer Kind zu Fuß zurücklegen. Okay, and if you're going up the Massif, why don't we try and get the rake sample up there now when you finish these rocks? Hey, Jack, don't come up here unless you bring the rake. It's a long trip. Well, I'm not sure they're going to gain anything by coming up to the top. Hei gut am Bild zu erkennen, das Bandantenne, die im Mondauto installiert ist. Über diese Antenne kommen auch Televisionsbilder. Datenüberdrohung auch von verschiedenen Experimenten gehen über diese Antenne direkt auf der Erde überdrohen. Gut zu erkennen im Mondauto Containeren. All Container als Beschrift, da sind nur auf der Erde dran weiß, von wo die Einzelsteine respektive Bodenproben stammen. Weiter geht es los auf das zweite Ziel von dieser großen Mondexkursion. Zu erkennen, Felsen. Wo der Schmidt Bodenprobe geholt hat er gesagt, hier ist es einfach relax. Wissenschaftler haben natürlich auch einen zu der Gag gemacht und ein paar Witze gehabt. Get it? Yeah, I got it. Beautiful. Looks like a porphyry. Boy, it does look like an andesite porphyry is what it looks like. It's got some very large crystals in there. Some very reflective, elongated crystals. It's relatively angular. Hier haben wir eine Sorte Kristallglasstein entdeckt, sagt von den Astronauten.
Wie se später herausgestellt huet, as et vulkanisch Glas, dat sech 3,5 Milliarden Joren ze Summe gesät huet. It's in bag 516, and it looks like well, it's a high feldspar rock. Okay. This pan may be looking right smack in the side of the massif. The only way you could get it is to lean back, and I can't lean downhill. Okay, watch out for that crater behind you there, Gino. I'm standing in the crater so I can get level. Yeah, we Well, I see have that. some good pictures on Anson anyway, and Pass op de Krater, handelt Dir funkt Houston op. Hier e Stinnelo am Krater, seet der Schmidt. Gene's finished with the core tube, then we should be able to go. If we get that Get all of pan. that? no, dadgummit. Jack Schmidt having a few problems. Come on. Wo wel Bodemproven hoelen, dun rutscht den Jack Schmidt op dem Bodem. Oh, hai huet den Jack Schmidt e klenger Problem, seet Houston. Fine-grained, but crystalline white glass in the gray breccia. And it's mixed with soil. We had to pick up a little soil. 503. I guess they're all there, aren't they? Yeah, I think they are. There are 3 class anyway, 3 fragments that we got off chips. Let me get a piece of the rock it's in. And I'm going to take a close-up stereo of that. Okay. Don't get it. Okay. Oh, hey! Wait a minute. What? There is orange soil. Well, don't move it till I see it. It's all over. Orange! Don't move it till I see it. I've stirred it up with my feet. Hey, hai a seg Socht orange Bodem. Wissenschaftler staunen net schlecht. Bodem machen se dann awer auch mal den een oder den andere Witz dummer da. Gut zu erkennen den Jim Lovell, der Kommandant von Apollo 13. Regardless of what we got, willing to give up all the light mantle stuff and stay up in the crater. That's the priority right up there, huh? There it is. Look at that. Can I change your oil? Thank you, Gino. It looks much Da better. gëtt mod Lenz vun de Kamera enke gebotzt. Ah, merci Jean. Lo as Bilder mal um Filmiklore wie fir run. There isn't enough time, Tony, to do it no matter which way you want to do it. We need more time. We may have to slip. We have to slip 5 in a little bit, Bill. He's getting about 3 centimeters of wag. They gotta leave at a certain time regardless of what we got. Willing to give up. I can't believe we sampled the whole... Bei dëse zweete Mondexkursioun goufen 7 Gravimetermeesungen gemach. An et goufen awer och 3 Klengsprenglodungen gesät, fir herno die seismologisch Meesungen ze machen. Dat awer richt no dem dass Astronauten fortfuhren. No 7 Stunden a 36 Minuten wo dann och dës EVA op en engang. An der Länge bei dëse Exkursioun huet den 34,1 Kilo Mondstein gesammelt den zweeten Dag. Okay. Dorno sinn d'Astronauten ran an den LM zurückgegangen an hunn natierlege Moll dun konnten gut rachten. Six has the samples from Bob, I've already, let me tell you what I've done. I've got SCP-8 full. Okay, copy that. Let's take it out. 14. Dezember 1972. Most of them are flattened. Die dritt an die Lächt Mondexkursion vun Apollo 17. D'Astronauten sinn mat hirem Lunar Rover an den Norden an den Osten vun den Skulpturhivelen gefuer. Die befannen sich
am Nordmassiv. And there's some beautiful north overhangs all around the block. You can't believe how Du gëtt eng Reihe vu Bodenproven zu holen. Sie sind begeistert von diesen Hügeln, wie sie da liegen. Alles von Natur aus gesteuert. Von überall hat den Stein gesammelt. Weil es wohnte viel in diesem Gebiet, ein Unmaß. Es hat den Versucht, einfach das Maximum anzusammeln. Der letzten Tag haben sich die Astronauten so wohl gefühlt, dass sie sogar einmal angefangen haben mit Sangen. I was crawling on the moon one day, hat den Harrison Schmidt angefangen. Der hat so viel heißt, ist schon eines Tages Mond gescrollt. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Do-do-do-do-do. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum. 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 I like to skip along, but me, boy, skip. Yeah, well, let's ask for an extension. Hey, Jim, this is the last time for you to really go to bat for us, Jim. We know you'll do it for us. No diesem musikalischen Intermezzo gehen die letzten Bodenproben am Apollo-Mondprogramm angesammelt. Ehe dann am Mondautoren in Richtung Mondfähre gefahren wird. Man, that's rough country in there, isn't it? Wenn ihr gut oppasst am Bild, da seht ihr, dass Monddruckkostüme nicht mehr weiß sind wie den nächsten Tag, mehr echt schwarz. Da das darauf so zurückzuführen, dass der Mondstöpf sich auf den Monddruckkostümen festsitzt, an gar nicht gut riecht, wie die Astronauten gesagt haben. The right end of the floor down there, that big one, yeah, it's sort of pointing west, pointing east. That's a unique fracture, isn't it? Roger, and there's another one that fractured. And we'd like to move in from here in about 10 minutes, so we probably better... Weil ihnen sich nur bewusst war, lange nicht mehr auf den Mond zurückzufliegen und man es bemannt, sind die Sentimentalmomente umgegangen. Die Söhne sagt, ich wende mich mit diesen Wörtern und Jugend auf die ganze Erde. Merci mal, dass dir uns nur geguckt hat bei unserer Arbeit. Es war eine große Herausforderung, die der erst alle soll zu Herz holen. Nicht nur die amerikanische Jugend, mit Jugend der ganze Erde betonten Söhne Narrenkehr. A challenge of the future. The door is now cracked, but the promise of that future lies in the young people, not just in America, but the young people all over the world, learning to live and learning to work together. In order to remind all the peoples of the world, in so many countries throughout the world, that this is what we all are striving for in the future, Jack has picked up a very significant rock. Ich Steen gouf aber nach an Kamera gehalten. Diese Steen widmen mir alle den Nationen, die am Mission Control zu Houston vertreten sind. In many shapes, a portion of a rock will be sent to a representative agency or museum in each of the countries represented by the young people in Houston today, and we hope that that rock and the students themselves will carry with them our good wishes, not only for the new year coming up, but also for themselves, their countries, and all mankind in the future. We thank you for your sentiments and your interest. Merci für die sentimental Wörter, sagt Mission Control. And now, let me bring this camera around. To commemorate not just Apollo 17's visit to the Valley of Torres Litro,
lasting commemoration of what the real meaning of Apollo is to the world, we'd like to uncover a plaque that has been on the leg of our spacecraft that we have climbed down many times over the last 3 days. And I'll read what that plaque says to you. First of all, it has a picture of the world, two pictures, one of the North America and one of South America. The other An zum Schluss gouf och nach ein Plakat enthüllt, die wie immer in der Landebahn vom Aufstiegsmodul vom Lunar-Modul befestigt ist. Das Gehrstum drauf. Hei ist die erste Monderforschungsexpedition rübergegangen. Im Dezember 1972 Anno Domini. Ein Geist von Frieden, an dem wir kommen sind, für die gesamte Menschheit. Beschrieben gouf das Plaque von Gene Cernan, dem Ronald Evans und dem Harrison Schmitt. Nicht zu vergessen auch den damaligen US-Präsident Richard Nixon. Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans, Harrison H. Schmitt, and most prominently, Richard M. Nixon, President of the United States of America. This is our commemoration that will be here until someone like us, till some of you out there who are the promise of the future, come back to read it again and to further the exploration and the meaning of Apollo. Roger, Dean, we in Houston copy that and echo your sentiments. And Dr. Fletcher is here beside me. I'd like to say a word to the two of you. Gene and Jack, I've been in close touch with the White House, and the President has been following very closely your absolutely fascinating work up there. He'd like to wish you Godspeed as you return to Earth, and I'd like to personally second that. Houston meldet sich einkehr zurück und zitiert den US-Präsident Richard Nixon. Der Präsident sagt euch auf jeden Fall vielmals merci für die Top-Arbeit, die ihr gemacht habt. Er wünscht euch eine gute Heimreise und will euch an ein paar Tage herumgesehen. Dann salutieren die zwei Astronauten. Nachdem dass da bei dieser Exkursion allein 66 Kilo Mondstein angesammelt sind, insgesamt sind bei den 3 Mondspaziergängen von Apollo 17 110 Kilo Mondstein angesammelt gehen, mit Mondbasalit und Troctolit. Mit dem Mondauto sind insgesamt 34 Kilometer gefahren. Für dich ist der Schmidt dann an der Lunar-Modul geklommen und dann des Cernan. Und dann ist der Cernan am Dezember 1972 der letzte Mann am Mond für eine lange Zeit. Bis zur Fertigstellung von dieser Emission war noch kein Nachfolger da. Ich fand es gedrängt Zeit, den Mond bemannt zu erforschen. Okay, next. Okay, tilting up at you. Got it. Okay. Okay, next. Okay, Bob, we got up here. Big bag. 3 SRCs and a neutron flux. Okay, and we gather an ETB's coming up with 2 cameras in it. ETB's next. An der Mondfair angekommen, gehen Präparationen gemacht für den Heimflug. Aber das Cernan wird doch nach einem Spruch ablehren. Ich bin hier am Mond.
Wann ich mich noch langer Zeit auf den Weg machen in Richtung Heimisch, dann will ich sagen, was an der Geschichte meine Meinung soll festgehalten gehen. Die amerikanische Herausforderung von heute, das Schicksal von den Menschen von nur aus. Wir verlassen Taurus Litro-Region so, wie wir kommen sind. Aber Gott will, kommen wir zurück auf Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Gut Reis. We leave as we came, and God willing, as we shall return, with peace and in hope for all mankind. Godspeed, the crew of Apollo 17. Roger, Gino. Thank you very much. Zu Houston huet den Darstellungen lo gemacht für den Rückstart vom Mond live auf der Television zu überdrohen. An Zwischenzeit waren sie dann noch auf der richtigen Timing für die Kamera ferngesteuert zu guidieren. Das Sequenz los mir schon mal am Original einfach. Nach 1 Minute vor dem Start vom Mond aus, Mission Control, good to go. Camera's not going to run without me holding it. The average D, 20 seconds. I'm going to get the pro. Okay, 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector good. Ag side. Pitch over. Roger, you have good thrust. Heide Start vom Mond, das geht gut angefangen mit der Kamera vom Mondauto, die von Houston ja ferngesteuert gouf, plus Bilder von einer 16 mm Kamera aus dem Luna-Modul. Okay, coming up on 40 seconds in, we're going, coming right over the top of Camelot. Awful lot of static, Jack. We break lock? Yep. Why don't you get it on an Omni or something? Yeah, I got it on the Omni. I got good lock. Zum Schluss kriegen wir nach einer verlorenen Mondlandschaft zu sehen, am innersten Teil von der Mondlandefähre. Diese stehen heute 6 Uhr Mond. Allkehr auf den Plätzen, wo ein Mensch den Mond betreten wird. Watch the table, Gino. I'm watching it. Just get calm as you can. Challenger, Houston. How do you copy, Houston? An Zwischenzeit fliegt es Cernan an der Schmidt an Richtung Apollo-Kapsel bei der College Evans, den an den letzten Tag auch Experimente gemacht wird. Und das handeln am Service-Modul von der Kommandokapsel. Yeah, I got it on the Omni. See if you can get calm back. Hello, Houston. How do you read? Roger, Challenger. You're loud and clear, and both systems Okay. look good. You're right on the line. Should be about 145 and minus 47. Rund 2 Stunden spät kennt den Aufstiegsmodul von der Mondfähre der Kommandokapsel immer Mino. Heute gut zu erkennen am Bild eine Aufnahme aus der Mondfähre. Alles sieht gut aus für die Kopplungsmanöver. Retract. Here he comes. Good flight. Hey, I got all 2 barber poles. You got what? Okay, 2 grays. I mean, Good guy. that's better. Eine Korrektur. Okay, it sounded good in Okay, here. Houston, Sounded good in wir here. sind ungedockt hier. Okay, Houston, we're hard docked. Okay, save the pyros. Logic is coming off. Durno klammen die Astronauten Cernan an Schmidt mit ihren Bodenproben zurück an Kommandokapsel. Say again, Gordy, a 155. Don't need any extension. Okay.
Picture 155 and yaw plus 40. Inco, say when I'm go. Inco, I'm on it. Flight. He's bringing it up right now. Okay. How you doing, Inco? Dann wird den ewigen Deel von der Mondfir aufgesprengt. Das fällt zurück auf den Mond, nicht weit weg vom Landepunkt weg, so dass die Seismometer den Abschlag können messen. 17. Dezember 1972. Für die nächsten 43 Stunden kriegen die Astronauten nach dem Mond. Und das für Experimente zu machen, dabei entstehen Aufnahmen. Während ihn sich auch an Richtung Erde bemüht. Heimweg klemmt den Astronaut Evans auch ein heraus, ein EVA zu machen, und für die Experimente anzusammeln, die in Hannen am Service-Modul gesammelt wird. Es handelt sich hierbei um Filmaufnahmen, Messungen von Strahlen am Weltraum für später Missionen. Kurz vor dem Aufbremsen für die Erde wird das Service-Modul nach aufgesprengt und da wird alle 4 Beredungen angeholt, für die Landung vorzubereiten. Wir schreiben den Datum vom 20. Dezember 1972 und ich präzisiere hier Lützeburger Zeit. Mit rund 27.000 km an der Stunde tritt Apollo 17 und der Atmosphäre an und an dieser Zeit gibt es doch kein Funkkontakt zu den Astronauten, wenn es der Reisungssitz. Im Kontrollcenter sind sie gespannt, ob den ersten Kontakt nur dem Blackout, den Diskeyer 3 Minuten und 27 Sekunden dauert. Should be coming out of blackout as mentioned earlier at 3 minutes 37 seconds into entry. Bergungsschiff Ticonderoga. Sie gesehen, wo die Astronauten gleich nach ihrer Landung werden U-Boot geholt. Mission Control meldet in der Zwischenzeit auch Sichtkontakt von den ersten Fallschirmen. Gleich drauf seht ihr noch den größeren Fallschirm, wo die Apollo-Kapsel drin hängt, ehe sie am Pazifischen Ozean niedergeht. Große Erleichterung am Kontrollcenter zu Houston an Texas. Domade geht die Apollo-Mission noch 12 Tage, 13 Stunden, 51 Minuten und 59 Sekunden arriva. Davon waren die Astronauten Sörner Schmidt 3 Tage, 2 Stunden, 59 Minuten und 40 Sekunden Mond. Mondexkursionen haben 22 Stunden, 3 Minuten und 27 Sekunden gedauert.
Am gesamten Apollo-Programm war das die längste Reise an Aufenthalt am Mond. Lo ginn d'Astronauten nach agesammelt an op d'Schëff bruecht. Dankesgebet geschwert an den Apollo-Mondprogramm ist dann definitiv arriva. The moon and the stars which you set in place. In humble gratitude, we thank you for the safe return from your heavens of these pioneers in space. May their achievements contribute to the unity of mankind and peace for all your people in this holy season. Amen. Commander of Manned Space Flight Recovery Forces Pacific, Rear Admiral John L. Butts. Captain Cernan, you and your crew of Apollo 17, all the men of the recovery force, all the ships, units, and aircraft join me in expressing our great pride in your accomplishments today. And as you notice, Captain Cernan, on your left, we have distinguished members of the Congress of the United States here to welcome you back aboard, as well as our American. Haut könnt ihr d'Apollo 17 Kapsel bewundern am Space Center zu Houston. Zwischen 1969 und 1972 goufen 7 Mondmissionen. Davon hat eng aber nicht stattfand, und zwar die von Apollo 13. So Landeanheeten stehen haut 6 am Mond. Das tun die Astronauten sicher auf dem Mondboot. An Haineinkeiert Landeplatz von denen 6 Mondmissionen, die am Mond gelandet sind. Die erste war am Meer von der Roh, Landeplatz vom Neil Armstrong an Buzz Aldrin am Juli 1969. Sie haben 21 Stunden an 36 Minuten am Mond verbracht. Die zweite war am Oceanus Procellarum mit Alan Bean und Charles Conrad am November 1969. Sie haben 31 Stunden, 31 Minuten an 11 Sekunden am Mond verbracht. Apollo 13, wie ich just gesagt habe, ist ja nicht gelandet. Dann aber Apollo 14 ist am Landegebiet von Apollo 13 gelandet, und das war Frau Mauro. Das kam mit den Astronauten Alan Shepard und Edgar Mitchell. Sie hatten für die erste Kehr eine Schubkarre dabei, wo sie hier Bodenproben konnten transportieren. Sie waren 1 Tag, 9 Stunden, 30 Minuten und 31 Sekunden am Mond. Die vierte Equipe am Mond waren die Astronauten von Apollo 15. Sie sind an der Hadley-Rail an der Mondtieren Apenienberge gelandet. Es waren das den David Scott und den James Irwin. Für die erste Kehr hatten sie ein Mondauto mit an Bord. Sie waren 2 Tage, 18 Stunden, 54 Minuten an 54 Sekunden am Mond.
Die 5. Mannschaft wo am Descartes Heichplateau gelandet mit den Astronauten John Young und Charlie Duke. Sie hatten auch ein Mondautomat an Bord. 2 Tage, 23 Stunden und 2 Minuten waren sie am Mond mit der Apollo 16. An fir d'lächt déi Mission, die wir just am grosse Film gesinn hunn, Apollo 17 mam Gene Cernan an Jack Schmidt mat engem Openthalt vun 3 Tage, 2 Stunden, 59 Minuten an 40 Sekunden. Bis zu Redaktionsschluss vun dieser Emission wurde kein weiter Menschen am Mond. Mond sind eine Reihe von Meersapparaten zurückgeblieben, die an den 70er Jahren aber aufgeschaltet sind. Sowohl die 3 Lunar Roveren, die auch noch am Mond stehen, mit denen die Astronauten gefahren sind, für Bodenproben zu sammeln. Nach Betrieb, und das ist ja natürlich klar, als den Laserreflektor, den regelmäßig von der Erde angestrahlt wird, für die Destination Erde am Mond zu messen. Das bemannte Mondprogramm soll aber abgeholt gehen, an das am Kader vom Artemis-Programm. Sollen wir hoffen, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Das war also die Geschichte von Apollo 17. Und wenn der enke Zeit hat, kommt ruhig hier ab Speyer an den Technikmuseum, an der könnt das Originalkulisse dann live erleben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Mission von heute, und ich gebe mich freuen, wenn der nächste Karriere dabei ist bei der Geschichte von der Raumfahrt. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue.